Da kommt man durch den Gäuboden bei Deggendorf, vorbei an Feldern, inzwischen auch Solaranlagen. Und dann plötzlich das, ein altes Haus mit Reetdach, ein Stück Norddeutschland, mitten in Niederbayern. Hat sich da etwa wieder ein Zugereister seine Heimat hierher gestellt? Ein Stück Norden im Süden sozusagen? Ein Hauch von Sylt. Dass es heute als Exot dasteht, ist eigentlich eher merkwürdig zwar nicht, aber früher war es die Normalität. Heute ist was Besonderes. Und nur Helga Grundner hat so was Besonderes. Doch dazu später mehr. Helga stammt aus dem Dungau, lebt aber jetzt mit ihrem Mann Toni und ihrem Sohn Michael 100 Kilometer südlich bei Altötting. Ihr Zuhause ist der alte Hof von Tonis Eltern. Toni hat ihn liebevoll saniert. Das Sanieren alter Häuser, das haben Helga und Toni gemeinsam. Denn Helga hat das Haus mit dem Reetdach in Niederbayern über einen Onkel geerbt und hergerichtet. Ursprünglich, um es selbst zu nutzen. Jetzt vermietet sie es. Sie und Toni schauen aber immer mal wieder nach dem Rechten. Toni hatte schon vor seinem elterlichen Hof viel saniert. Das hatte ihm eigentlich für den Rest seines Lebens gereicht. Nie wieder sanieren, dachte er, bis er Helga begegnete und sich zu verlieben begann. Also bei meinem ersten Gespräch mit der Helga erwähnt sie so ganz nebenbei, sie hat ein denkmalgeschütztes Haus. Und ich habe mir gedacht, ja schön, interessant, freut mich. Und dann sagt sie noch, ja, das fangen wir jetzt an zu sanieren. Und dann habe ich zweimal schlucken müssen und habe mich in mich gekehrt. Und das war aber dann doch kein Hinderungsgrund, dass wir uns nicht zusammentun. Eine gute Entscheidung. Toni konnte seine Erfahrung einbringen und Helgas Haus wurde wunderbar. Eine exotische Schönheit ländlicher Architektur. Doch hier an der Donau, der Kornkammer Bayerns, gab es früher viele Häuser mit Strohdach. Stroh war ein günstiger und reichlich vorhandener Baustoff. Doch wegen der hohen Brandgefahr wurden Brandschutzversicherungen so teuer, dass sie sich fast niemand mehr leisten konnte. Auch Helgas Vorfahren ließen das Dach mit Eternit decken. Doch der Denkmalschutz forderte von Helga wieder ein Reetdach und vieles mehr. Zu viel für Helgas Familie. Und das ist dann so gewesen, dass ich einen ganz lieben Maler gefunden habe. Der hat mir in seiner Freizeit geholfen bei den Eigenleistungen am Anfang. Und das habe ich ganz allein mit ihm gemacht, fast. Aber dann hat mein Vati schon gesehen, da geht jetzt doch wirklich was voran. Und ich habe dann nach und nach die ganze Hilfe meiner Familie dann gekriegt. Der Vati, Michael Zauner, war der Sanierung anfangs kritisch gegenübergestanden. Wir haben da lange überlegt, was man überhaupt noch machen dort, ob man es nicht über die behauen, nicht? Weil das kostet, zuvor haben sie aber gesagt, das kostet euch das Doppelte, ist wie ein neues Haus, nicht? Weil es schon so alt ist und auch gebrechlich wie der Mensch auch. Über 200 Jahre hat das Haus schon auf dem Buckel. Es ist aber zeitlos schön, wie es so da steht, mit dem urigen Holzbalkon an der Ostseite. Beachtlich auch der alte Blockbau. Besonders schön ist der Klingschrot der Balkenverbindungen an der Ostgiebelwand. Um 60 Zentimeter erhöht wurde das Fundament bei der Sanierung für eine bessere Raumhöhe. Dafür wurde das Holzhaus auf Pfähle gestellt, hing in der Luft. Aber ein gescheiter Blockbau hält viel aus. Ebenso die Haustür, original 200 Jahre alt. Bei diesem Hof handelt es sich um ein ehemaliges Tagwerkerhaus, also Arme-Leute-Haus, weiß Helga. Das war von Haus aus so konzipiert, dass dort 2 Familien leben konnten, jeweils mit einer Stube und einer Kammer. Das hat ausgereicht für eine ganze Familie, egal wie viele Kinder, das weiß ich leider nicht. Und auf der anderen Seite genauso, jeweils eine Stube und eine Kammer. Und in der Mitte war da noch leicht ersichtlich der Kamin. Gekocht wird heute nicht mehr im Flur, sondern in der ehemaligen Stube. Darüber thront die alte Bohlenbalkendecke. In diesem Raum kommen viele Erinnerungen in Helga hoch.
Auch die Erinnerung, wie damals beim ersten Termin mit dem Architekten mein Vati dabei war, nur zum Gespräch. Und da hinten ist er im Eckerl gestanden und hat meinem Sprechen, meinem Reden mit dem Architekten zugehört, wie wir da gestanden sind vorn und diskutiert haben, was man denn da machen kann mit dem Haus. Und der Vati hat immer abgewehrt, Zeichen gegeben, ja nicht, ja nicht, ja nicht. Und da ist er gestanden. Naja, und ich habe mir halt das trotzdem angehört, weil ich mir gedacht habe, es kann ja nicht schaden. Hat es offenbar auch nicht. An den Wohnteil im Erdgeschoss schlossen sich früher Tenne, Stall und Heuboden an. Das war eigentlich alles das Obergeschoss vorher auch schon, aber da war entweder Heu gelagert für die Tiere unten oder Lagerraum und war auch nicht beheizt, war keinerlei Wohnmöglichkeit da, hauptsächlich Lagerraum. Ursprünglich gehörte das Tagwerkerhaus zu einem der größten Höfe im Dorf, dem Krenningerhof. Die Tagelöhner bekamen ein eigenes Häusel, meist zur Miete damals. Und zufällig ist das Haus auch heute wieder vermietet. Der einzige traditionell bewohnte Raum im Obergeschoss ist die Blockstube. Sie wirkt wie ein Holzwürfel auf dem offenen Dachboden. Jetzt sind wir in der Blockstube innen. Sie ist damals wie heute als Schlafzimmer genutzt worden. Und man sieht die uralten Fenster noch, ich vermute ebenfalls von 1800 an. Die sind noch so gut erhalten, die kleinen Fenster mit dem Eisenstab. Hat alles der Schreiner belassen, das hat mir so gut gefallen. Der Entschluss zur Sanierung fiel 2005. Doch damit angefangen hat Helga erst 2013. 8 Jahre Vorbereitung, vor allem wegen der Finanzkrise. Und wegen der Zitterpartie, ob Helga die zugesicherten Fördermittel auch wirklich erhält. Am Ende ging alles gut. Auch der Vati ist stolz. Ja, eigentlich schon. Wenn wir bis dann fertig waren, haben auch die Dorfleute gesagt, das hast du sauber gemacht, haben sie gesagt. Das ist schön, was mit den Rehdachtagen, das hast du dann rausgekommen auch wieder. Nicht? Das Reddachhaus ist laut Helga das einzige in Süddeutschland erhaltene und hat inzwischen einige Preise eingeheimst. Bedauert sie es nicht, selbst drin zu wohnen? Mich hat der Liebe wegen nach Altötting verschlagen zum Toni, zur Liebe meines Lebens. Vielleicht verschlägt es uns auch wieder zurück, das kann man nie sagen. Ja gut, man weiß nie, gell? Ja. Dann schauen wir mal. Das Reddach, das übrigens ein Fachmann aus Berlin angebracht hat, sollte die nächsten 30 bis 50 Jahre halten. Vielleicht schaffen es Helga und Toni ja innerhalb dieser Zeit, dass sie noch darunter einziehen. Es wäre ein schöner Alterssitz.